So. Okay, das habe ich, das stimmt. Hey, George, hast du Nathalie gesehen? Sie sagt gerade, du aufs WC, das ist immer nicht zurück. Die ist gerade noch draußen. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Hast du sie erreichen? Ich habe ihr vorher angerufen. Ich kann nicht schauen. Ja, ist gut. Ich warte dann. Ne? Hey, Nathalie! Nathalie? Ja. Nathalie? Wo ist Nathalie? Sie hat zum Glück ins Werk. Aber sie hat mir gar nichts gesagt. Ich gehe einfach mal schauen. Nathalie, was machst du da? Ich suche einen Hinweis auf den Knüsli. Der muss doch irgendwo sein. Nein, sie hat etwas hinterlassen, wir können finden. Ich weiß es nicht. Hast du noch nicht gefunden? Nati, hast du etwas gefunden da? Nati, ein Cookie. Es ist sicher gut. Also, Es hat zwar keine Etikette, aber... es ist der Knüsli. Er ist ein Jumpel, aber er will doch nicht etwas vergiftet in seiner Kiste. Also wahrscheinlich hat er das Cookie vergessen. Komm, das gönnen wir uns. Vielleicht Ja, können wir schmeckt noch doch mal. essen. Hey, Prost. Das ist richtig gut. Hast du noch mehr von denen? Nein, etwas stimmt nicht ab. Wieso meinst du? Nein. Wieso? Nein, stimmt nicht. Nein, Nathalie, du bist schon mega klein geworden. Du auch noch, Emi? Nein, du bist viel kleiner. Viel kleiner bist du. Ja, Geh mal lieber weg, bevor du etwas anderes Hä? Hallo? Was ist los? Wer sind ihr? Nathalie, nein, Emi. Ich warte auf die zwei. Die sollten das Schweinchen moderieren. Ja, wir haben halt in der Werkstatt vom Knüsli rumgenuscht und dann haben wir so irgendetwas getrunken und dann Nein. das Getränk halt... Coca-Cola getrunken? Ja, glaube ich. Ja. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Jack wartet auch schon auf... Ja, komm. Ja, gut, die wissen ja, wie begrüßen, oder? Kinder. Wir machen es halt so, oder? Also, gut, also komm. Also da haben wir den Text, he? Und dann, was sagen die doch so? Also ich weiss aber noch nicht so recht. Ich kann da... Weißt du was, komm, ich rufe mal einen Knüsli an, vielleicht nimmt er ab, um zu schauen, wie das wieder zurückgeht. Ist das gut? Ja. Also nicht mal schnell Ahoi sagen den Kindern, oder? Hallo alle zusammen, wir sind begrüßen euch ganz herzlich. Wir sind Noemi und Nathalie. Schön sind ihr Dabei. Ja, genau. Du, der Knüsli nimmt nicht ab. Ich hatte aber nur so eine Idee gehabt, da hinten hat es da die Gutzli. Vielleicht, die sind ja aus der Werkstatt vom Professor. Vielleicht könnte man das mal versuchen. Aber hey, ich würde sagen, nehmen wir ein bisschen Abstand. Und ich schaue, dass falls jetzt da irgendetwas passiert, nehme ich auch Abstand von euch. He? Und dann probieren wir mal und dann schauen, ob das etwas wirken kann. Hey! Du, sag mal, wie die funktioniert? Sind wir wieder normal? Oh ja. Die Ratsche? Oh, was ist passiert, Marco? Schon noch ein bisschen Ja, da haben wir krass, immer ja? noch gut, wenn wir das echt auch essen, dass wir ganz wieder da Ja, ich sind. weiss es nicht, ich würde das lieber auf die Seite tun. Du, aber die Kuh haben wir nach den Kindern geschickt, oder? Uff. Nein, es war nicht die. gewesen. Zum Glück haben die nicht Das ist zurückgegeben, gefährlicher Professor. Du, hey, das ist jetzt ein bisschen gefährlich geworden mit der Ja, du. Explosion. noch. Was müssen wir jetzt machen? Ich bin gerade Weißt du, verwirrt. das könnt ihr euch noch hier holen. Dann gehen wir mal noch zu einem Lied. Ja, es ist ja bei der Cori wird es aber auch langsam gefährlich. Es war letztes Mal schon ein bisschen gefährlich gewesen. Und ja, es ist wirklich kein Spass, wie es dort bei der Cori zu und her gegangen ist. Und, aber auch wenn es gefährlich ist, auch wenn ein bisschen schlimme Sachen passieren, wir wissen, der Herr ist da. Und darum singen wir doch gerade das Lied, der Herr ist über dir. Und nach dem Lied übernehmen die Zeit wieder. Ja, ist gut. Ich will etwas trinken, aber kein Coca-Cola.
Was Gori bis jetzt erlebt hat, war erst der Anfang von einer mega schwierigen Zeit. Aber Gott sagt, wir sollen in allem dankbar sein. Gori ist auch in den meisten Sachen dankbar gewesen. Zum Beispiel, dass sie mit ihrer Schwester, der Betsy, zusammenbleiben konnte. Aber in etwas hat sie nicht dankbar sein. In diesem Punkt hat sie aber lernen, wie Gott aus etwas Schlechtem etwas Gutes macht. Imse, Hamse, Blaumse, Homse, Umse, Imse, Wimse, Damse, Imse, Schömse, Humse. Hast du nicht verstanden? He? Ich bin ja nicht ganz sicher, ob ich es wirklich richtig ausgesprochen habe, aber das war eine Keimsprache. Und die Keimsprache, die haben früher meine Brüder oftmals benutzt und wir haben es eben dann auch nicht recht verstanden. Gori und ihre Familie, die haben auch eine Keimsprache gehabt. Nur der Unterschied war, dass es bei ihnen kein Spass war, sondern ernst. Sie haben es wirklich gebraucht. An einem Tag ist Gori mit ihrem Vater durch die Stadt gelaufen und dann sind sie unter anderem bei einem Schaufenster vorbeigegangen und haben dann dort gesehen, im Schaufenster ein Zettel, wo gestanden ist, für Juden kein Zutritt. Das bedeutet, Juden haben nicht dürfen den Diego posten. Juden, du weißt ja, was es für Leute sind. Die Leute, die zu Gottes Volk gehören, zum Volk Israel. So, das ausgewählte Volk von Gott. Und die haben dort nicht mehr dürfen. Und nicht nur dort, sondern an ganz vielen Orten in der Stadt. Sie haben nicht mehr Tram fahren, sie haben nicht mehr in einen Park und so weiter. Ganz einen Haufen Orte haben sie nicht mehr her. Und der Vater hat noch, oder beide, haben den Kopf geschüttelt, haben Tränen bekommen. Sie haben zueinander gesagt, warum das in unserer Stadt passiert. Wir können es nicht verstehen. Sie haben nicht gewusst, warum. Es war etwas wirklich Furchtbares gewesen. Die Juden, die haben sogar noch so am Mantel einen gelben Stern anmachen, damit man gerade gesehen hat, das ist ein Jude, der darf nicht mehr zu uns kommen. Einfach, weil sie Juden waren. Die Familie Ten Boom hat aber die Juden ganz fest lieb gehabt. Ja, Gott hat ihnen die Liebe geschenkt für die Juden, für das Volk Gottes. Und Gott hat alle Menschen lieb. Und darum sollen auch wir alle Menschen lieb haben. Weil Gott selber ist die Liebe. Und seine Liebe hat er gezeigt, als er seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt hat. Er, der gestorben ist für unsere Schuld. Er hat nicht auf sich geschaut. Er hat nicht auf seine Wünsche geschaut, so wie wir es eben oft machen. Vielleicht kennst du das auch. Du willst an deinem Platz hocken und da sitzt schon jemand anderes an. Wie reagierst du? Hey, geh weg da, das ist mein Platz. Man schaut auf seine Wünsche. Oder wenn der Kuchen verteilt wird oder Sugus oder irgendwas, vielleicht reagierst du dann auch so, nein, der andere hat wieder mehr bekommen. Wir schauen immer ein bisschen auf unsere Wünsche und dass es uns gut geht. Aber nicht unbedingt für die anderen. Dabei hat es Gott genau uns vorgemacht. Jesus ist auf die Welt gekommen, nicht für sich, sondern dass er uns Menschen retten kann und die Schuld vergeben kann. Und darum, nimm Jesus zum Vorbild, so wie es Gori auch gemacht hat. Schau auf ihn und mach es so, wie er es vorgemacht hat. Und Gori, die ist nämlich, sie ist traurig geworden über das, was die Leute gemacht haben. Weil sie mit dem Volk Gottes, mit den Juden umgegangen sind. Aber sie ist nicht in dem Sinn verrückt worden oder hat einen Zorn bekommen, sondern sie hat gebetet. Herr, hilf mir, dass ich diesen Juden helfen kann. Dass ich so etwas auch für dich machen kann und nicht schauen, dass ich es einfach schön habe. Daraufhin hat man beobachten, dass im Haus der Familie Ten Boom ganz spezielle Sachen passiert sind. Plötzlich sind nämlich ein Haufen Leute in den Laden gekommen und alle hatten irgendwie kaputte Uhren gehabt. Klar, sie hatten ja ein Uhrengeschäft gehabt, wo die Leute Uhren bringen zum Reparieren oder neue Uhren kaufen. Aber irgendwie sind jetzt besonders viele Leute mit kaputten Uhren gekommen.
Zum Beispiel ein Kunde, der ist gekommen, hat da aus seinem Hosensack eine Damenuhr gerübelt und gesagt, meine Frau möchte wissen, ob man die Uhr reparieren kann. Sie bleibt immer wieder stehen. Aber eigentlich ist das eben eine Geheimsprache gewesen. Und das hat so viel bedeutet wie, ein Jude braucht Hilfe, damit er flüchten kann. Und als sie dann alleine waren, haben sie noch weiter über das geredet. Sie haben fast ein bisschen flüstern, das hat niemand anders hören. Was sollen wir machen? Es ist eine junge Frau, hat der Mann geflüstert. Und Cori war gerade dort. Sie hat ihm zurück gesagt, ja, wir haben einen Platz. Wir haben einen Platz in einer anderen Stadt. Aber sag ihr, sie soll draussen in einem Häuschen warten, bis wir mehr Bescheid haben. Und auf das aber hat der Mann die Uhr wieder genommen, in den Sack getan und ist gegangen und sie mussten warten. Ein bisschen später hat das Telefon geläutet und jemand am Telefon hat gesagt, schick die Uhr von dem Mann in die Fabrik, dort kann man sie reparieren. Und auch das war wieder eine Geheimsprache. Was hat euch das bedeutet? Das hat so viel bedeutet wie, ja, wir haben einen Platz frei, die junge Frau kann flüchten dorthin. Dort ist sie in Sicherheit. Ja, und Cori hat gerade auch über das oder über andere so Situationen immer wieder nur beten, Herr, hilf, dass alles gut kommt. Segne du den Plan. Wach du darüber. Cori hat angefangen, Juden zu verstecken und auch viele andere Leute haben ihr bei diesem Plan geholfen. Und eben, wenn ich gesagt habe, es hat alles im Geheimen geschehen. Eben sogar mit Geheimsprache. Niemand hat davon erfahren, wenn eine Polizei das gehört hat. Ich weiss nicht, was passiert wäre. Das Essen ist fertig. Hat es plötzlich im Haus getönt. Betsy, die Schwester von der Cori, hat gerufen. Und auf dem Tisch, er ist da zwar nichts drauf, aber auf dem Tisch war Tischet für 9 Personen. Aber ich weiss nicht, ob das so weisst, wie viel das noch im Haus von der Familie Tenboom gelebt haben. Es war ja nur der Vater, Cori und Betsy. Also 3. Eigentlich hätte sie nur für 3 Tische und nicht für 9. 6 Juden haben sie bereits in ihrem Haus versteckt. Und die haben sie natürlich auch ansitzen und essen. Wo sie dann aber so am Essen waren, da plötzlich haben sie einen Alarmton gehört. Und was heisst das? Achtung! Die Polizei könnte kommen. Sofort sind die Flüchtlinge schnell aufgestanden, haben alle ihre Teller genommen und sind zur Oberstufe vom Haus. Alles haben sie mitgenommen, dass man ja nicht sieht, dass da noch andere Leute drin sind. Sie sind zur Oberstufe und beim Zimmer von der Cori, so hindurch, hat es einen Kasten, oder wir können jetzt gerade da sagen, den Kasten, den hat man aufmachen und hinten im Kasten haben sie ein Loch gemacht in die Wand und dort hinten an dem Loch hat es das wieder ein Räumchen gehabt. Und dort haben sie sich verstecken. Sofort sind sie dort hingegangen und haben alles mitnehmen, sind dort hinten sich verstecken. Haben sich dort richtig eingekrochen und mit klopfendem Herzen haben sie warten, was jetzt passiert. Nach ein paar Minuten hat plötzlich jemand gerufen, «Könnt wieder runterkommen, ist alles gut?» Wie froh sind sie gewesen, als sie der Cori ihre Stimme gehört haben. Es war nur ein Probealarm gewesen, zum Schauen, wie schnell sind sie. Und es war nicht keine Polizei gewesen, die sie gesucht hat. Ja, so sind sie wieder runtergekommen. Aber durch die Übung haben sie natürlich gelernt, sich möglichst schnell zu verstecken. Und eben, wenn ich gesagt habe, sie alles mitnehmen. Wenn sie nur selber aufgerannt wären und keine Polizei kommt hier und sieht 9 Teller und sie merken dann, ja, aber halt, da wohnen ja nur 3 Leute drin. Dann merken sie schnell, da stimmt etwas nicht. Darum haben sie immer alles nehmen. Und sie sind immer schneller geworden. Ja, es hat wirklich so ausgesehen, dass nur der Vater mit seinen 2 Töchtern da wohnt. Weil die Übungen aber in dem Sinne nicht einfach nur Spass waren, hat Betsy darum oftmals, nachdem sie eine Übung wieder gemacht haben, hat sie eine kleine Belohnung gegeben. Einmal ist Cori gekommen und hat gerufen, «Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt nämlich wieder einen neuen Rekord geschafft. So schnell wie jetzt sind ihr noch nie hier oben im Versteck gewesen.» Ja, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen üben, schnell den Tisch abräumen, daheim. Vielleicht haben deine Eltern schon jemandem gesagt, komm, jetzt hilf auch mit dem Tisch abräumen. Und du hast nicht recht wollen, hast sehr viel Zeit gebraucht. Vielleicht kannst du mal auch stoppen, wie lange du brauchst, um den Tisch abräumen. Aber pass auf, dass ein Teller oder Tassel am Boden fliegt und kaputt geht. Einmal nach dem Essen, da hat der Vater die Bibel vorgenommen und hat etwas vorgelesen, wie er es oft macht. Er ist auf den Psalm 91 gekommen, das Mal, und hat dort
gelesen, der 11. Vers. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Was für ein Trost für sie. Gott wird seinen Engeln einen Befehl geben. Geht und beschützt meine Kinder, also Gottes Kinder, die an mich glauben. Ein grosser Trost. Ja, der Herr ist wirklich auch von der Cori, von der Familie Tenboom, die grosse Hoffnung gewesen, dass er immer wieder einfach darüber wacht, dass er hilft. Und plötzlich eines Tages hat wieder der Alarm geläutet. Doch, diesmal war es keine Übung. Es war ernst. Die Flüchtlinge, die Juden, die sie hatten, sind sofort rauf ins Versteck. Und sie haben es gerade noch geschafft, um reinzukriechen, wo unten keine Polizei gekommen ist. Jetzt einmal ist sie wirklich gekommen. Es war nicht mehr eine Übung. Und die Geheimpolizei, die hat das ganze Haus durchsucht. Jede Ecke, jedes Zimmer, überall sind sie her. Alles haben sie gesucht. Aber sie haben die versteckten Juden nicht gefunden. Die sind so gut da hinter dem Kasten versteckt gewesen, dass sie nicht gefunden haben. Aber irgendjemand muss sie verraten haben, dass die Familie Tenboom eben Juden versteckt. Und keine Polizei hat das gleich so komisch gefunden, dass sie den Vater, Betsy und Cori gerade verhaftet haben. Und abgeführt haben, einfach abgeführt oder einfach mitgenommen haben. Und so sind sie nicht mehr in ihrem Haus bleiben, sondern müssen raus. Die versteckten Juden, die sind noch dort geblieben. Die sind 4 ganze Tage müssen sie dort in diesem Versteck bleiben, bis sie nachher wieder rauskommen konnten, bis sie gewusst haben, jetzt sind wir sicher. Und sie sind dann tatsächlich gerettet worden. Aber stell dir mal vor, 4 ganze Tage müssen in so einem kleinen Versteck sein und du weißt nicht, was passiert. Cori, Betsy und der Vater aber, die sind in ein Gefängnis gekommen. Und nach einigen Tagen im Gefängnis ist der Vater dann auch gestorben. Er hat das dort nicht mehr überlebt. Aber für den Vater ist es besser gewesen. Er ist jetzt nämlich bei seinem Vater, bei Gott, beim Vater im Himmel gewesen. Er hat es jetzt gut gehabt. Er war am Ziel von seinem Leben. Er hat das ewige Leben jetzt vor sich. Ihm geht es gut. Ja, alle, die an Jesus glauben, das haben wir etwa jetzt schon gesagt, die dürfen auch mal dort sein. Die dürfen auch mal bei Jesus Christus sein im Himmel. Und dort wird es gut gehen. Vielleicht eine Frage an dich, gehörst du auch dazu? Glaubst du auch an Jesus? Ja, für den Vater ist wirklich, es ist zwar schlimm gewesen, aber es ist gleich für ihn wie eine Ehre gewesen, dass er Juden retten und so hat für Gott dienen. Und auch für dich, für mich kann es eine Ehre sein, wenn wir an Jesus glauben und darum vielleicht einmal ausgelacht werden oder dass es uns darum schlecht geht. Also dürfen wir wissen, wir machen etwas für Jesus und er wird uns einmal für das belohnen. Manchmal lässt Gott schwere Situationen zu. Manchmal lässt Gott zu, dass wir leiden müssen, dass es uns nicht gut geht. Wegen ihm. Aber er hilft uns immer wieder. Und das Wunderschöne ist ja, wir dürfen mit Gott reden. Im Gebet dürfen wir ihm alles sagen. Alles, was uns Sorgen macht. Wenn wir leiden, wenn es nicht gut geht, wir dürfen ihm alles sagen. Cori hat das immer wieder gemacht. Sie hat immer wieder zu Gott gebeten, dass er ihr hilft. Und Gott hat ihr Trost gegeben. Und so dürfen wir es auch machen. Immer und überall, wo wir sind. Zu jeder Tages- und Nachtzeit dürfen wir mit Jesus reden. Und er hört uns. Er hört Gebet. 2 Monate lang sind Cori und Betsy in einem Gefängnis gewesen. Und auch ein Haufen andere Leute, die eben das Gleiche wahrscheinlich gemacht haben wie Cori und Betsy, sind auch dort gewesen. Und viele sind dann nach 2 Monaten wieder entlassen worden. Vermutlich hat man ihnen nicht anweisen können, dass sie jetzt etwas Schlimmes gemacht haben. Aber, ich weiss nicht wieso, Cori und Betsy, die hat man nicht entlassen. Die sind im Gefängnis geblieben, beziehungsweise in ein anderes Gefängnis geführt worden. Mit vielen Tausenden von anderen Frauen sind sie mit einem Zug, aber nicht einen schönen, bequemen Zug, sondern so alte Wege, wo man normal Tiere transportiert hat, sind sie nach Deutschland gefahren worden. Einige Tage sind sie unterwegs gewesen. Jetzt kannst du dir vorstellen, so einen alten, stinkigen, kalten Wagen drin mit einem Haufen anderen Leuten und du weisst nicht, wo es hergeht. Oder du rechnest damit, dass es weiter einfach in ein anderes Gefängnis geht. Du kannst nicht mehr heim. Das muss ganz, ganz schlimm gewesen sein für sie.
ja, nach dieser schrecklichen Reise sind sie in ein noch schlimmeres Gefängnis gekommen. Und sie haben auch nichts mitnehmen. Oder fast nichts mitnehmen. Das Einzige, was sie dabei hatten, ist eine blaue Jacke für Betsy, weil sie sehr krank war. Sie haben ein bisschen Vitamintröpfchen dabei gehabt, die sie ihr geben konnten. Und Cory hat noch ihre Bibel dabei gehabt. Ein grosser Schatz für sie. Da ist Gottes Wort. Da kann ich lesen, wie Gott eben trotz allem da ist und mir immer wieder hilft. Ja, und das hat sie auch wieder gebeten, Herr Jesus, bitte, hilf du, dass ich auch von dir reden kann. Weil auch all die anderen Frauen, die brauchen dich. Gerade jetzt da in dieser Situation sowieso. Und hilf vor allem, dass ich die Bibel behalten darf. Betsy hat gestöhnt, Cory, ich muss dringend aufs WC. Und Cory hat dann alle Mut zusammengenommen, hat einen Wachsoldat gefragt, Sie, Entschuldigung, meine Schwester muss dringend aufs WC, hat es da irgendwo ein WC? Aber der hat dann überhaupt nicht freundlich reagiert, sondern hat sie irgendwo in einen anderen Raum gestopft und gesagt, da rein könnt, das ist ein Duschraum, da könnt ihr aufs WC. Und hat hinten ihre Türen zugeknallt. Und so ist Betsy und Cory alleine in diesem Duschraum hinein. Hinten dran hat sie schon gesehen, hat es andere so Gefangenenkleider gehabt. Und ganz schnell ist der Cory klar geworden, wahrscheinlich kommen wir wieder in diesen Raum zurück. Und schnell hat sie gesagt, Betsy, gib mir deine Strickjacke, die blaue Jacke, die du hast. Und Tröpfchen, gib mir die auch. Und so hat sie die Jacke genommen, Tröpfchen in die Bibel genommen, hat das in die Jacke eingewickelt und zusammen hat sie es unten irgendwo versteckt gehabt. Und sie sind dann wieder rausgegangen, haben sich dort müssen anmelden oder einfach wieder eine Kontrolle geben, wer alles da ist. Und daraufhin sind sie tatsächlich wieder in die Dusche zurückgekommen. Alle Frauen mussten abduschen und danach die Gefangenenkleider anlegen. Aber in diesem Raum sind dann natürlich die Wärter nicht gewesen. Und Cory hat schnell, bevor sie die Gefangenenkleider angelegt haben, hat sie die Sachen wieder vorgenommen und unter ihren neuen Kleidern hat sie versteckt gehabt. Und so sind sie nachher weitergelaufen und sind dann wieder durchsucht worden. Ja, mehr als einmal sind sie durchsucht worden. Dass sie auch wirklich nichts mitnehmen. Cory hat immer gebeten, Herr, hilf, dass wir das mitnehmen dürfen. Ich weiss nicht, was passiert wäre, hätten sie entdeckt mit diesen Sachen. Und alle Frauen, die sind 2-3 Mal durchsucht worden, aber Cory hat es immer rausgelassen. Man könnte jetzt sagen, Zufall, oder man weiss nicht wieso. Cory hat aber gewusst, Jesus wacht über ihr. Gott hat ja eben gesagt, er schickt seine Engel und wacht über seine Kinder. Und so hat Gott das möglich gemacht, dass niemand entdeckt hat und sie hat all die Sachen mitnehmen. Gott hat ihnen in dieser ganzen schwierigen Situation ganz fest geholfen. Und Cory hat gesagt, ohne Jesus hätte sie das wahrscheinlich dort nicht überlebt. Es war wirklich ein Wunder, wie Gott geholfen hat. Und Cory und Betsy, das kann ich dir jetzt schon sagen, haben noch viel mehr so Wunder dort erleben. Ja, sie sind nämlich mit über 1000 Frauen sind sie in so einer alten Baracke, so einem alten Gebäude hineingebracht worden, es steht sogar, dass das der schlimmste, der dreckigste Ort war, die Baracke Nummer 28. Ja, wir sind da auch so, nicht in einer Baracke, aber wir sind da in so einem Haus oder Zimmer, wo es mehrere Betten drin hat, so eine Art Massenlager sind wir da drin. Und wenn ich jetzt aber die Betten anschaue, die Matratzen, dann sieht das alles sauber aus, erstens. Zweitens sieht es wunderschön aus. Es ist richtig schön hergerichtet. Und ich sage jetzt mal, in so einem Zimmer mit anderen Kindern oder anderen Leuten, das macht einen Spass. Ich war auch schon in so einem Lager, wo wir in so grösseren Zimmern geschlafen haben. Und das ist oftmals ist das sehr lustig gewesen. Aber bei der Cory, ja, ihnen ist es nicht ums Lachen gegangen. Sie haben es nicht lustig gefunden. Es war eben stinkig, es war grusig und es hat vor allem gewimmelt von Flöhen. Die sind in die Haare und die haben, weiss nicht, gestochen. Es war wirklich traurig für sie. Betsy hat sie gesagt, wie können wir das aushalten mit diesen vielen Flöhen, die es hat? Ja, aber der Betsy ist nachher etwas eingefallen. Cory, weisst du noch, was wir in der Bibel gelesen haben? Dort steht, in Gottes Wort heisst es, sei dankbar in allen Dingen. Also in jeder Situation, immer und überall, bist dankbar. Sag Danke.
Betsy, ja, ich möchte ja dankbar sein, aber für die Flöhe, nein, für die Flöhe kann ich doch nicht Danke sagen. Das geht einfach nicht. Ja, aber Betsy hat wieder gesagt, hey, ja, für Schöne können wir Danke sagen. Aber Gott sagt auch, sagen für alle anderen Sachen Danke. Ja, sie haben nur wieder können einfach miteinander beten. Und sie haben Gott immerhin Danke gesagt, dass sie können zusammen sein können, dass sie nicht getrennt worden sind. Und dass sie die Bibel auch dabei hatten und so den anderen Frauen und Leuten, Gefangenen, dort haben können aus Gottes Wort erzählen. Ja, Gott hört dein Beten, wenn du das wirklich ernst meinst und zu ihm redest. Er hört dich und er hilft dir. Ich weiss nicht, hast du auch schon gelernt, in jeder Situation Danke sagen? Das ist ganz, ganz schwierig. Obwohl wir nie so etwas erlebt haben wie Cory und Betsy. Bist dankbar für alles, was du darfst haben. Dir gehe ich jetzt davon aus, geht es gut, sagen wir mal äußerlich, du wirst ein schönes Haus haben, du wirst genug zu essen haben, genug Kleider. Versuch, Danke sagen für all das, was du hast. Und das macht Frieden im Herzen. Gott Danke sagen. Weil an einer anderen Stelle heisst es auch, dass Gott alle Sachen, alle Dinge, alles, was passiert, zum Besten führen wird. Ja, Gott hat nur gute Pläne. Und darum sag ihm Danke, dass er es gut meint. Am Abend sind viele Frauen wieder in dieser Baracke Nummer 28, wo sie waren, wieder zusammengesessen in einer Ecke. Den ganzen Tag haben sie schwer arbeiten, haben auch das ausgehalten, weil sie schlecht behandelt worden sind von den Aufseherinnen. Und so sind sie aber dort wieder zusammen gewesen und haben am Abend dann den Cory zuhören, weil sie wieder von Gottes Liebe erzählt hat. Und die einen Frauen haben sogar angefangen, die Augen zu leuchten, wo sie gehört haben, wie Gott trotz allem sie liebt und ja, das nur gut möchte machen. Und die einen haben sogar ganz still, ganz leislich angefangen zu singen miteinander. Aber eben, das haben sie leislich müssen machen. Das hätten die anderen nicht hören dürfen, die Aufseherinnen. Interessant war, dass irgendwie nie eine Aufseherin in die Baracke 28 reingekommen ist. Einer hat mal gesagt, nein, in die Baracke nicht, da gehe ich sicher nicht rein. Da ist viel zu viel Flöhe drin. Merkst du etwas? Die Flöhe, vielleicht hat Gott sie sogar geschickt, dass eben nie eine Aufseherin da reingekommen ist, damit Cory, Betsy und die anderen Frauen Gott können loben, haben können singen, haben können in der Bibel lesen. Weil hätten die Aufseherinnen die Bibel entdeckt, die hätten sie erstens gerade weggenommen und ich weiss nicht, was mit der Cory dann passiert wäre. Und so hat Cory selbst für die Flöhe eben anfangen, Danke zu sagen. Gott sorgt und Gott macht nur das Beste daraus. Einige Tage später ist Betsy gestorben. Ja, sie hat das nicht mehr überlebt. Aber eben auch sie, wie der Vater schon, hat sie jetzt viel, viel besser. Sie war bei Jesus im Himmel. Sie hat eine wunderschöne Heimat dort. Und Cory, was ist mit ihr passiert? Die Verwaltung von dem ganzen Gefängnis, die hat immer wieder einmal die Namen durchgeschaut, immer wieder kontrolliert, sind alle da. Und hier und da hat es sogar gegeben, dass jemand freigelassen worden ist. Und auch einmal haben sie jemanden freigelassen. Und zwar Cory. Aber der Punkt war, es ist ihnen ein Fehler unterlaufen. Also sie haben einen Fehler gemacht. Eigentlich hätten sie gar nicht Cory freilassen, sondern irgendjemand anderes. Aber bis sie das gemerkt haben, ist Cory bereits wieder in Holland bei ihrer Stadt daheim gewesen. Und sie haben sie nicht mehr holen. Gott hat nicht wollen, dass Cory da in dem Gefängnis stirbt, sondern er hat für sie ganz einen anderen Plan gehabt. Sie hat zwar eine ganz schwere Zeit hinter sich, aber Gott hat etwas mit ihr vor. Sie soll umgehen in der ganzen Welt und von ihm erzählen. Ja, und wenn Gott etwas vorhat, wenn Gott einen Plan hat, dann kann der niemand kaputt machen. Und vor allem, er verspricht, und darum hat Cory das alles aushalten können, weil Jesus bei ihr war. Er verspricht an einer Bibelstelle, sagt Gott, ich bin bei euch alle Tage. Ja, wir sehen ihn zwar nicht, er ist nicht sichtbar da bei uns, und doch sagt er ist bei uns immer. Immer wieder. Und darum, wenn du an ihn glaubst, darfst du genau das wissen, dass er da ist und dass uns nichts von seiner Liebe kann trennen kann. Ist das nicht wunderbar? Beten wir doch auch noch gerade zu ihm.
Herr Jesus, wir danken dir, ja, dass du da bist, dass du das versprochen hast und dass du Gebet hörst, dass wir einfach mit dir reden, wo wir sind, wenn das es ist. Wir danken dir von ganzem Herzen und danke hast du auch Cori und Betsy, ihnen geholfen, ihnen immer wieder so Mut gemacht und du lebst auch heute noch, du bist heute noch der gleich und machst auch uns Mut. Wir danken dir, Herr. Amen. Ja, und eben, gerade wenn du Angst hast, wenn es eine schwierige Situation ist, du darfst Jesus vertrauen. Er ist die Hoffnung, er ist das Licht, wenn es dunkel ist. Und darum singen wir auch miteinander das Lied, du bist das Licht. Manchmal passieren Sachen, die wir nicht verstehen können. Bei der Cori war es ganz schlimm. Aber sie hat in dieser Zeit nie Gott vergessen. Er war ihre Hoffnung. Oder, wie wir es vor dem Lied gesungen haben, ihr Licht. Und darum darfst auch du und ich dankbar sein und fröhlich im Herzen, weil Gott immer bei uns ist. Ja, und Kinder wissen, was jetzt kommt. Wie immer haben wir natürlich wieder ein Quiz parat. Ja. Wollen wir jetzt? Oder nachher? Oder jetzt? Sag ich jetzt nicht? Machen wir jetzt, dann haben wir nämlich mehr Motivation daheim, um die Fragen zuzuhören, weil wir wissen, was es gibt. Tada! Nämlich coole Stöckelis. Fangen wir an mit der ersten Frage. Die heisst nämlich, Gott sagt, dass wir für alles dankbar sein sollen. Aber für was hat Cori lange Zeit nicht Danke sagen? Antwort A, fürs Essen. Die Antwort B, für die Flöhe. Oder die Antwort C, für die Wächterinnen. Und die zweite Frage, die ist, was hat Cori heimlich mit ins Gefängnis nehmen? Die Antwort A, eine kleine Bibel oder ihre kleine Bibel. Die Antwort B, ein Buch zum Erlebnis reinschreiben. Oder die Antwort C, ein Bild von ihrer Familie. Und die dritte und letzte Frage, die heisst, wie ist Cori wieder aus dem Gefängnis rausgekommen? Die Antwort A, die Wächter haben nicht gut aufgepasst und sie konnten abhauen. Die Antwort B, sie hat den Wächter Geld bezahlt. Oder die Antwort C, der Wächter ist ein Fehler passiert und eigentlich hätte jemand anders freigelassen werden. Genau, wie immer, ihr wisst schon, könnt ihr die Fragen ausfüllen, uns zukommen lassen. Ihr könnt uns auch mega gerne ein Feedback geben, uns schreiben, wie ihr die Sendung gefunden habt, wie ihr allgemeine Sachen findet. Und denkt an unsere coole Wand. Ihr seht, es hat noch Platz. Darum freuen wir uns mega, wieder mal etwas von euch zu bekommen. Ja, für den Gewinner das mal die feinen Schöckeli. Für uns war das für heute. Wir sehen euch nächste Woche wieder. Bis dann! Das bedeutet, Juden haben nicht den Bibel posten. Und die haben dort nicht mehr dürfen. Und nicht nur dort, sondern an ganz vielen Orten in der Stadt. Sie haben nicht mehr Tram fahren, sie haben nicht mehr in einen Park und so weiter. Ganz einen Haufen Orte haben sie nicht mehr her. Und der Vater hat noch, oder beide, haben den Kopf geschüttelt, haben Tränen bekommen. Sie haben zueinander gesagt, warum das in unserer Stadt passiert. Wir können es nicht verstehen. Weil Gott selber ist Liebe.
Und seine Liebe hat er gezeigt, wo er seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt hat. Jesus ist auf die Welt gekommen, nicht für sich, sondern dass er uns Menschen kann retten und die Schuld kann vergeben. Aber irgendwie sind jetzt besonders viele Leute mit kaputten Uhren gekommen. Zum Beispiel ein Kunde, der ist gekommen, hat da aus seinem Hosensack eine Damenuhr vorgerübelt und gesagt, meine Frau möchte wissen, ob ich eine Uhr reparieren kann. Sie bleibt immer wieder stehen. Das hat so viel bedeutet wie ein Jude braucht Hilfe, damit er flüchten kann. Jede Ecke, jedes Zimmer, überall sind sie her. Alles haben sie gesucht. Aber sie haben die versteckte Jude nicht gefunden. Die sind so gut da hinter dem Kasten versteckt gewesen, dass sie sie nicht gefunden haben. Aber irgendjemand muss sie verraten haben, dass die Familie Tenboom eben Juden versteckt. Und keine Polizei hat das gleich so komisch gefunden, dass sie den Vater, Betsy und Cory gerade verhaftet haben. Betsy, ja, ich möchte ja dankbar sein, aber für die Flöhe, nein, für die Flöhe kann ich doch nicht Danke sagen. Das geht einfach nicht. Die Flöhe, vielleicht hat Gott sie sogar geschickt, dass eben nie eine Aufseherin da reingekommen ist, damit Cory, Betsy und die anderen Frauen Gott können loben, können singen, können in der Bibel lesen. Weil hätte die Aufseherin die Bibel entdeckt, die hätten sie erstens gerade weggenommen und ich weiss nicht, was mit der Cory dann passiert wäre.